Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII Pelzig. Die Soldaten bewachen hier anscheinend was. Was willst du denn da? Willst du nicht, wer was sind? Kannst du nicht, nein, ich habe die undankbare Aufgabe, abschauen wie dich hier zu verscheichen. Super, du bist großartig. Ganz genau, nicht lang fackle, sag ich immer. Aber ich... Okay. Da müssen wir aber lang. Und da ist unser Versteck. Haben wir auch sehr schnell Platz geschaffen. Und der Endekerl, der hat eine Frisur gehabt wie ich. Der hat Glatz gehabt und Sock noch am Hinterkopf. Barrett hat gleich mal klar Schiff gemacht. Die Leute verscheucht. Hast du gehört? Nee, was denn? Es gibt Nachrichten. Soll Explosionen geben, haben da aber die Terroristen sollen es gewesen sein. Diesmal war es angeblich der Makroreaktor. Weißt du, was das ist? Nee, was denn? Weißt, ich stehe über solche Sachen, wenn du mich fragst. Wenn sie in Midgard den Strom abstellen, dann sind's der ganze Computer und die Signale lahmgelegt. Finanzieller Schaden dürfte in die Milliarden gehen. Das ist längst nicht alles. Eine Menge unschuldiger Leute sind auch noch umgekommen. Wenn die Explosion wenigstens in der Nacht passiert wäre, das wäre was anderes gewesen. Wenigstens wären sie im Schlaf gestorben. Explosionen, Explosionen, oh Mann! Der Chorus ist einfach geil. Mit Mensch. Ah, da ist mein Pendant. Ach du Scheiße, was ist denn heute Nacht nur los? Oh, mir kommt der ganze lange Stromausfall gleich spanisch vor. Weißt, das heißt, sie haben aber wieder einen Makroreaktor kaputt geschlagen. Ich sitze nur da, trinke einen Schluck und guck die Nachrichten. Plötzlich fliege ich Plötzlich fliege ich mir dir nichts raus aus dem Scheißladen. Was soll denn das? Ach du liebe Zeit, bin ich angeschlagen. Es geht doch nichts über selbstgemachte Cocktails, aber die setzen ihm ganz schön zu. Ah, das klingt doch, als hätte er schon ordentlich einen drin gehabt. Ja, nein, mit dir. Alles klar, dann gehen wir uns zur Reihe. Pappe! Die rennt fort. Marlene! Willst du etwas zu der Volkssache? Willkommen zurück, Volk. Scheint ja, als wäre alles gut gegangen. Hast du mit dem Barrett gekämpft? Das mal nicht. Bist du erwachsen geworden? Als du klar warst, hast du dich wegen jedem Scheiß gekloppt. Tiefer. Ach, das behalten wir bei. Ich bin so froh, dass keinem was passiert ist. Es geht doch nichts über den ersten Schliff nach dem Einsatz. Dritte Reiter mit uns. Ja, warum nicht? So ist recht. Wenn du ein Soldat warst, ihr bist trotzdem noch ein Anfänger. Du, was ich da. Du also, wenn ich da was sag. Ja, die da. Vorsichtig, ich bin ja ganz aufgeregt. Warum nur? Tut mir leid, Volk. Marlene ist ein bisschen schüchtern. Okay, sagt die nix? Die sagt nix. Wir können auch nichts machen. Und jetzt kommt der Overgoscher. Papa, willkommen daheim. Alles okay, Barrett? Bestens. Komm runter, ihr Spinner, an die Konferenzwinkler, ja? Die haben schon so einen Tee, dass sie da einfach runterhupsen. Todesmutig. Setz dich. Wie sieht's aus? Magst du was trinken? Ich brauche was Hartes. Einen Moment, ich mach da einer. Ich bin froh, dass du heil zurückgekommen bist. Was denn wäre mit dir los? Du war ein ganz besonders schwerer Auftrag. Kann schon sein, du warst ja ein Soldat. Vergiss nicht, dein Lot beim Barrett abzuholen. Ja, mach dir keine Gedanken, sobald ich das Geld hab, bin ich hier fort. Wie nett.
Ja, der scheint sie noch von früher zu kennen. Cloud, geht's da wirklich gut? Ja, warum? Einfach so, du siehst mied aus, das ist alles. Jemand da runter. Irgendeiner klopft was. Ups. Hey, guck mal, was die in die Nachrichten bringen. Riesige Explosion. Glaubst du, das ist wegen meiner Bombe? Ich hab's ganz genauso gemacht, wie es der Computer gesagt hat. Oh nee, ich muss mich irgendwo verrechnet haben. Bin ich zu verkrampft? Nee. Schon gut, macht er Gedanken. Schon gut, macht er Gedanken um mich. Ich sehe vielleicht nicht noch aus, aber im Grund bin ich immer noch ein Feigling. Nee. Den anderen kann ich nicht erreichen. Du, Wolk, ich muss dich mal was fragen. Waren bei denen gegen die mal gekämpften Soldaten dabei? Nee, da bin ich mal ganz sicher. Das hört sich aber sehr sicher an. Wären Soldaten dabei gewesen, würde ich jetzt nämlich hier vor mir stehen. Glaubst du? Glaub ja nicht, dass du ganz große Nummer bist, nur weil du bei Soldat warst. Schon will er wieder stunk machen. Oh ja, du bist stark. Wahrscheinlich sind alle bei Soldat stark. Aber vergiss nicht, dass du jetzt für den Chorus schaffst. Will da bloß nicht ein, du kennst dich immer noch an die Annelien klammern. An die Annelien klammern? Du hast mich was gefragt und ich hab da Antwort gegeben. Das ist alles. Ich gehe noch rüber. Wir retten dir was Geld. na doch wohl, Wolk. Tiefer lassen gehen. Sieht aus, als würde das sei Annelien immer noch vermissen. Jetzt reicht's aber wohl. Mir liegt weder was an der Annelien noch an Soldat. Aber versteh mich nicht falsch. Der Chorus und der Planet sind mir genauso schnuppe. So. Gucken, wer jetzt hinterherkommt. Die Tiefer natürlich. Jetzt machen wir zu, Wolk. Ich möchte dich um was bitten. Mach bei uns mit. Sorry, Tiefer. Der Planet stirbt langsam, aber sicher. Wir müssen was dagegen machen. Soll doch der Barrett und sein Kumpels was dagegen machen. Ich hab damit nix am Hut. So, du gehst also wirklich? Du gehst hier einfach so weg und lässt da all die Freundin sitzen. Was? Sorry. Du hast auch das Versprechen vergessen. Verspreche? Also hast's vergessen. Erinner dich wohl, es war vor 7 Jahren. Der Wasserturm. Wächst's noch? Jo, damals. Ich hab gedacht, die Tiefer det nie kommen, mir wurd's ein bisschen kalt. Hat immer noch dieselbe Friese gehabt damals. Sorry. Sah gewackelt in ihrer Lego-Schuhe. Du hast gesagt, du wolltest dir mal was retten? Wenn's Frühling wird, gehe ich weg von hier noch mitgehen. An Ludwigshafen. Alle Buben verlassen die Stadt. Aber ich bin honest. Ich will mir nicht einfach nur einen Job suchen. Ich will Soldat werden. Ich werde der Beste sein, genau wie der Sephiroth. Sephiroth, der große Sephiroth. Scheint die Ikone zu sein. Du kraxelt auf den Turm hoch. Ist es schwer, Soldat zu werden? Ich werde wahrscheinlich ein Weilchen nicht mehr hierher zurückkommen.
gut bist, komm schon in die Zeitung. Ich werd's versuchen. Hey, warum geben wir uns kein Versprecher? Wenn du berühmt wärst und ich in der Patsch steck, kommst und rettst mich, okay? Was? Wenn ich in Schwierigkeiten bin, kommt mein Held und rettet mich. Das will ich wenigstens einmal erleben. Was? Komm schon, versprich's mal. Na, Allah, ich versprich's. So schön animiert, der Himmel. Die Sternschnupper. Von 1997 ist das großartig. Jetzt weich's wieder, oder? Unser Versprecher. Ich bin kein Held, ich bin berühmt, ich kann's Versprechen nicht halten. Aber dein Kindheitstraum ist doch wahr, oder? Du bist Soldat, wahr? Also musst du dein Versprecher halten. Der klettert schon hoch. Warte mal kurz, du super doller Soldat. Versprochen ist versprochen. Da. Geld von Barrett erhalten, 1500 Gil. Das ist ein bisschen mickrig. Das ist mein ADL, soll das ein Witz sein? Hä? Du willst also... Die nächste Mission ist also unter Dach und Fach für 3000 Maris. Schon gut, schon gut. Brauchen ganz dringend Unterstützung. Stell dich aber vor mal in das Auto mit gedacht. 2000. Dankeschön, Wolk. Und die Schlafmusik. Ach, herrlich, 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 herrlich. Und das ist Barretts Theme, was wir gerade hören. Ich mag den Soundtrack, ich fand den so großartig. Ich habe den mir damals auch als CD gekauft. Der liegt auch bei mir noch rum. Der Original-Soundtrack, den ich mir dort damals gekauft habe. Wunderbar. Okay, die Claire, die übernimmt das Wetter. Morgen Cloud. Gut geschlafen. Jo, neben dir. Ich weiß nicht, worauf hinaus willst. Ich komm das mal mit. Unser Ziel ist der Reaktor von Sektor 5, lauf schon mal zum Bahnhof. Ich besorge da einen Platz im Zug. Ja, Wolk, beim nächsten Auftrag muss ich dir mal was fragen. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie man mit Materie umgeht. Du hast die Materie, die wir gefunden haben, sag mal, wie man sie benutzt. Okay, ich erklär's da. Okay, ich erkläre da mal, wie Materie wirkt. Mach zuerst mal das Menü auf. Du kennst schon die Grundfunktionen. Wenn du die Dreiecktaste drückst, dann geht das Menü auf. Mit der Richtungstaste kannst du den Cursor bewegen. So. Die einzelnen Menüs kannst du mit Kreuztaste auswählen, wenn du das Menü verlassen willst. Dann drückst du die Kreistaste. Hast du gesehen? Und weiter geht's. Jetzt sind wir im Menü drin. Ich wähle jetzt mal das Untermenü Materia aus. Entscheide ich jetzt, wer es haben soll. Pass auf meine Waffe auf. Alle Waffen und Rüstungen haben Fassungen. Wähl die Fassung aus, in die Materia rein soll. Wähl jetzt die Materie aus, die du verwenden willst. Und das ist eine heilende Materia. Wenn du erfahren willst, was er macht, geh mit dem Cursor auf Kontrolle und wähl die Kreuztaste aus. Das ist dasselbe wie im Kampfmenü. Setz den Cursor auf sauber. Und du kannst gucken, was jetzt mehr Zauberarten verfügbar sind. Jetzt kannst du neue Heilungszauber verwenden. Das ist alles, was zum Aufnehmen von Materia zur Sache gibt. Siegst,
war jetzt gar nicht so schwer. Wenn du Materie entfernen willst, brauchst du Cursor nur über die Materia-Fassung zu setzen und die Dreieckstaste drücken. Du musst nur auf eins aufpassen. Jedes Mal, wenn du Materia aufnimmst, ändern sich deine Werte. Bestimmte Werte von dir werden stärker und andere schwächer. Normalerweise steigt der Zauberkraft, wenn du Zaubermateria aufnimmst, aber deine physische Kräfte lassen Tode vor hoch. Die Materia ist also ein zweischneidiges Schwert. Auf der rechten Seite vom Bildschirm kannst du sehen, welche Wirkung die Materia hat. Übermäßiger Gebrauch von Materia ist ungesund. Übernimm dich also nicht. Mit der Kreistaste kannst du aus dem Untermenü raus. Ja, das wär's. Später werde ich dann auch ein paar detailliertere Tipps geben. Ja, was soll denn der Scheiß von wegen? War doch gar nicht so so schwer. Ich weiß nicht. Ja, also wir nehmen die Materia. Jo. Volk, ich habe nur Richtung Waffenhändler, aber er will mich da retten. Vergiss es nicht. Marlene, du brauchst auf der Lade auf, während wir weg sind. Ja, okay, viel Glück. Jetzt sind sie alle wieder in ihn rein verschmolzen. Das ist auch so eine Sache von früher. Was haben wir denn jetzt? Gewitter? Kälte. Wir können wir dann, je nachdem wie die Materia steigt, wir kriegen ja nach jedem Kampf kriegen wir AP. Kriegen wir AP und dann kriegen wir ein neues AP-Level. Das heißt, wir kriegen einer von den unausgefüllten Sternen wieder neu dazu. Und dann können wir ab einer bestimmten Stärke danach immer neue Zauber wirken. Selber gilt auch hier dafür. Barret hat noch nix. Und Tiefer hat noch nix. Da ich Tiefer allerdings aber nicht in der Haupttruppe habe und die anderen gerne ein bisschen aufbauen wird, machen wir hier die Kältemateria raus und Cloud kriegt die Genesungsmateria. Barret dagegen kriegt die Kälte. Gucken, was sich ändert. Sein maximal MP steigen um 0,2%. Oder um 2%. Sein maximaler HP fallen um 2%. Das ist aber in Ordnung, das ist nämlich in Kauf dafür, dass er dann wohl für heilen kann. Wobei. Nee, Quatsch, das war ein Angriffszauber. Nee, ist alles in Ordnung. Okay. Der Waffenhändler wollte mit uns retten. Sieht nicht so aus, wir können jetzt einfach mal so eine fremde Leid rein. Ach, wie dann daran demnächst los ist. Und so weiter geht es bald Schluss mit dem Laden. Zum Slot verkaufen wir einfach richtig gute Medikamente. Oh, Motor. Was kommt denn alles auf vor? Bist du ein Kunde? Ja, willkommen. Wir kaufen. Was hat er dann bei sich? Er hat Trank. Würde ich sagen, wir machen 11. Dann haben wir 25. Phönixfeder ist nie verkehrt. Das ist das, was gefallene Helden wieder zurückbringt. Gegenmittel sollte man definitiv parat haben. Man weiß nie, was passiert. Und da hat er noch Materia dabei, die wir kaufen könnten. So, jetzt hat der Hansel auch wieder Geschäft gemacht. Und der Waffenhändler war noch. Er scheint wohl hier zu sein. Vergisst man. Das vergisst er ganz bestimmt. Du. Mein Freund mir schon gesagt, was sagt er, was er damit hat. Okay, das ist mit der. Und der hat mir nichts zu sagen. Echt ein knickriger Alter. Mit. Aber ruhig dich nicht auf, wenn es mit der Stock ein bisschen aus. Nur Bedingung. Muss ich mal ein bisschen Geld geben. Lausiger. Vollbohrer. Hey, hallo, Moment mal. Kannst du mir etwas aufgeben oder was du da hast? Können sich halt sehr uxillerweise, wenn du weißt, was ich meine. Aha. Da haben wir aber nix Geld außer Granate. Stunke, der hatte außerdem schon.
Eisenreif wäre natürlich spitze für uns alle, aber ich habe jetzt mein Geld schon ein bisschen verpulvert. Du wollt trotzdem aber einen Münzsprecher. Deswegen gehen wir da hoch. Aha. Okay. Verwendung der Tasten. R1 und L1 schnell umdrehen. Hand, wo soll das? Ich bin der Positionscursor. Ruf mich, wenn du beim Gehen nicht mehr weiter weißt. Wenn du die Touchpad-Taste drückst, erscheine ich über deinem Kopf. Ach du liebster Kettel. Fällt schon mehr auf als ich. Bin ich im Weg? Wenn ja, drückst du einfach nochmal die Taste. Ich bin ziemlich beschäftigt und kann nicht überkommen, wenn du mich brauchst. Sei nicht böse, wenn ich mal nicht erscheine. Tschüss. Positionscursor, wenn du dich im Freien verirrt hast, drückst du einfach die Touchpad-Fläche. Normalerweise erscheint dann der Positionscursor im Bild. Quod erat demonstrandum, es passiert. Materia, alle. Hey, auf Anhieb, das war Materia. Ihm also als nächstes die Schatztruhe. Äther. Das ist der Klüpfer-Anfänger. Du willst schon ein Anfänger sein, aber verroten, das kein erwischt. Ach, kein Ärger, ich war Soldat, ich sagte das, was ich alles weiß. Und das auch noch gratis. Okay, das ist alles Tutorial, das brauchen wir eigentlich nicht. Das kann ich, glaube ich, noch alles selber. Nichts, was man beibringen kannst. Du Speicherpunkt. Wie sie mich da aber angucken wie ihre Kiste. Alles klar, dann speichern wir hier. Und ich die Sache ihr liebe Leid. Wir sehen uns morgen bei Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Bis du hier. Darf ich jetzt noch ein bisschen was, bis ich wieder in Position bin? Und die Sache. Machen's gut, ihr liebe Leid. Wir sehen uns, wenn der Google jetzt mal durchlässt. Wir sehen uns morgen, wie gesagt, wieder bei Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Ich hoffe, es ist für euch eine schöne Abwechslung zu Outlast, dass nach wieder ein bisschen runterkommen. Machen's gut, bis morgen dann wieder. Euer Yankee.